Dies ist eine Geschichte von Mut, Weisheit, Glaube und Loyalität. Die Gruppe epischer Helden hatte bereits viele Missionen für den König erfüllt. Sie hatten die böse Hexe besiegt und die wunderschönste Prinzessin im gesamten Königreich gerettet. Sie hatten die königlichen Diamantminen von Riesenspinnen und deren Königin zurückerobert. Sie hatten den furchterregenden, großen, weißen Drachen besiegt, um die Bewohner der 5 Königreiche zu befreien. Doch selbst Legenden werden alt und geraten in Vergessenheit. Im Königreich hatte viele Jahre Wohlstand geherrscht und ein Held nach dem anderen verschwand. Doch dann, nach Jahren des Friedens, wurden sie erneut an den Hof gerufen. Unsere einstigen Helden sollten eine letzte Mission erhalten, die epischste von allen. Und die beiden Prinzessinnen zur Schule bringen. Dies ist die Geschichte unserer Helden. Und dies ist die Geschichte eines Mannes, der vor Inscryption so genervt war, dass er was Geiles spielen wollte. Guten Tag, ihr Menschen oder Wesen aller Geschlechter und Arten. Herzlich willkommen bei Haspin Heroes. Ein Roguelite in geil. Ich weiß nicht, was mitgekriegt hat. Ich war von Inscryption halt vom Drumherum, nicht vom Spiel selbst, vom Drumherum so angenervt, dass ich gesagt habe, hier, knick dich ins Vieh, ich will ein geiles Roguelite spielen. Und spiele halt das. Das kenne ich halt noch von früher. Also von der Switch habe ich es ewig viel gespielt und da hatte ich wieder richtig Bock drauf. Extrem süchtig machend. Nicht wundere, dass da die Schriftform nicht stimmt irgendwie. Erklärung kommt Not her. Zuallererst Mo müssen wir aber noch den Prolog spielen. Das hat nämlich damit auch noch ein bisschen was zu tun. Und das machen wir jetzt und solange halte ich die Klappe. Im Königreich herrschten seit langer Zeit Wohlstand und Sicherheit. Und der König hatte seine Truppe epischer Helden schon seit vielen Jahren nicht mehr zu sich gerufen. Doch dann brach auf den Straßen wieder Unruhe aus. Seltsame Kreaturen zogen durch die Lande und Geschichten über wilde Monster breiteten sich wie Lauffeuer aus. Wieder einmal ließ der König seine altgedienten Helden herbeirufen. Dies war der Beginn einer neuen Mission. Oh, einer wird benötigt. Ich bin mit den Geschichten über diese Helden und ihre epischen Abenteuer groß geworden. Abenteuer. Endlich erhalte ich die Gelegenheit, sie persönlich kennenzulernen. Tada! Wenn ich mich an der Kreuzung beeile, hole ich sie vielleicht noch ein. So, dann erstmal, ich spiele mit Controller, wie sich das gehört. Das ganze Spiel ist ein bisschen fuddelig, das war schon auf der Switch fuddelig, das ist eigentlich ein PC-Spiel, aber egal. Mit dem rechten Stick wähle ich jetzt, wo ich hingehen will, mit rechten Button bestätige ich. Zu Google gibt es gerade ohne rechts die Card. Ne? Das ist ein Gegner. So, Kampf geht los. Zuallererst mal, ich drücke Pause. Jetzt ist Pause gedrückt. Kann ich so lange machen, was ich will. Was ich jetzt machen muss, ist Charakter wählen. Das mag jetzt ein bisschen dumm sein, ich habe halt nur einen Charakter, aber Erklärung kommt gleich. Und angreife mit B. Hoppala. So lange gebraucht zum Verzählen. So. Nach dem Treffer, nach dem Angriff wird automatisch die Pause aktiviert. Die muss ich jetzt wieder deaktivieren. Jetzt sieht man hinter meinem Charakter ein kleiner Balken, der sich jetzt aufbaut. Und jetzt kann ich wieder angreifen. Dann machen wir das. Pause wieder aus. Wie ihr bestimmt schon erkannt habt, das Rote beim Gegner, bei der Pflanze. Flup, flup, flup. Das sind die Lebensbalken. So, dann haben wir den nur platt gemacht, ne? Hoppala. Ich hoffe, dass wir jetzt mal Husten nicht mitkriegt haben. Ist egal. So,
Wähle den nächsten Reiseort aus. So, dann benutzen wir mal den rechten Stick. Wollen wir weiter nach rechts. Da gibt es aber noch nichts. Warte auf das Nahkampfding. Okay, alles klar. Jetzt, kurze Erklärung. Der Gegner, der jetzt kommt, hat grüne Balge, wo 6 dran steht, und rot. Das rote ist seine Energie, generell. Das grüne ist seine Ausdauer. Die Ausdauer wird normalerweise in Blöcke gesagt. Er hat 6 Ausdauer. Deswegen ist die große 6 so. Das Mo 1 heißt einfach nur, wird nur der gleich erklärt. Ich mache eine Combo von 3. Mit jedem Angriff, den ich mache, haue ich ihm Ausdauer runter. Ich muss die Ausdauer auf 0 kriegen, damit ich an seine Lebenspunkte kann. Sprich, ich muss jetzt 2 Mal angreifen, damit seine Ausdauer auf 0 geht. Und dann noch einmal, damit ich damit ich auf seine Energie gehe. Jetzt hat er nur noch 3 Ausdauer. Ich warte noch ein bisschen. Zack, jetzt hat er gar keine Ausdauer mehr und ist betäubt. Der gelbe Balken, das ist der Anzeige, wie lange er betäubt ist. Ich muss jetzt warten. Zack. Und jetzt kann ich ihn angreifen. Ich muss mal zuerst die Ausdauer runterklöppeln. Dann darf ich ihn angreifen. So. Das ist doch schon mal nicht schlecht. So, dann gehen wir mal gucken. Aha, es gibt hier eine Truhe. Drücken Sie X, um den Helden zu wählen. Drücken Sie B, um die Truhe zu bewegen. So, gucken wir mal, was drin ist. Abracadabra. Ist das auch noch Wähle? Jo, ich nehme das. Doppelschlag. Verstärkt den nächsten Nahkampfangriff. 2-mal mehr Treffer. Effekt wird bei mehrmaliger Verwendung gestapelt. Jo. Nehmen wir mal, ne? Kurze Erklärung. Da unten sehen wir es noch einmal. Ich habe das jetzt da unten drin in der Leiste. Ich kann insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Zauber sind es eigentlich, kann ich nutzen. Und wie man sieht, erste und der zweite plus der 5. Zauber, da gibt es keinen Bonus, aber auf den 2 Plätze, sprich der 3. Zauber, den ich kriege, und ist halt wirklich der 3., der kommt. Ich kann nicht einfach sagen, ich würde gerne nicht am 3. Platz. Der 3. Zauber hat einen Bonus auf dem Platz, und zwar die Verstärkung eines Helden verstärkt eine gesamte Gruppe. Ich glaube, das ist eine Verstärkung, oder? Verstärkt den nächsten Nahkampfangriff, ja. Und das ist der 4. Der tut, wann ich Geschosszauber mache, noch ein weiteres zufälliges Ziel treffe. Okay, das mal kurz zur Erklärung. So, jetzt geht's hier weiter. Wir sind wieder unten rechts auf der Karte. Wir latschen weiter. Einfach bipscht. Da ist ja immer noch nichts. Das ist ein Gegner. Moment. Der hat 6, auch hier wieder, der hat 6 Ausdauer. Und der bewegt sich aber relativ schnell. Deswegen bewege ich jetzt mit dem rechten Button da. Okay. Drücken Sie rechten Button, um den Zauber zu wirken. Habe ich gemacht. Und dann muss ich jetzt auf mich selber wirken, wie man da sieht an dem... Guck, ich könnte es jetzt auch auf den Gegner wirken. Dann macht der halt doppelt so viele Treffer. Das ist natürlich dumm. Ich will das natürlich auf mich wirken. So, jetzt mache ich nämlich 6 Angriffe. So, Arsch rein. Führe einen Nahkampfangriff auf einen betäubten Gegner aus. Ich muss jetzt ein bisschen warten, bis ich wieder aufgeladen bin. Das wird ein bisschen knapp, oder? Quatsch. Alter, habe ich den weggebämst. So, Wunderbärchen, hä? So tut man also die Zauber wirken. So, weiter geht's. Jetzt nach oben. Hoffentlich habe ich die Helden nicht verpasst. Die junge Diebin beschloss, sich an der Kreuzung auszuruhen und hoffte, dass die Helden vorbeiziehen würden. In der Zwischenzeit waren andere Reisende ebenfalls zur Kreuzung unterwegs. Ei verbipscht. Okay. Ja, was geht ab? Was soll ich machen? Keine Ahnung. Achso, ich muss wählen, wo ich hin will. Ja, wie man jetzt sieht, jetzt steuere ich schon 2. Ja, die steuere ich jetzt. Guck mal, da jetzt gehe ich, ne? Ja. Okay, kurze Erklärung. Moment, Pause drücke. Der, den ich gerade ausgewählt habe, der mit dem Steckchen in der Hand, der macht Combo von 2. Ist sau praktisch, da der Gegner, den er jetzt machen muss, 2 Ausdauer hat. Sprich, was ich jetzt mache ist, ich klopp dem oberen Gegner die Ausdauer weg, dann wechsle ich den unteren Charakter, den mit dem Schwert, nur oben auf die Reihe und hau den platt. Was halt auch praktisch ist, weil der du nämlich
Moment, irgendwo kann man das auch sehen. Ist ja egal, der Schmumm, aber nur der. Der hat recht hohe Angriff. Während der andere, der hat nicht so hohe Angriff. Moment, ich kann da irgendwie... Ah ja, da. Stab des Mönchs. 1 bis 9 Schaden pro Treffer und 30 Zauberschade. Zauber haben wir noch nicht. So, während der andere da, Schwert des Kriegers, der macht 125 bis 150 Schaden pro Treffer. Und schnellere Nahkampf-Zurücksetzung, sowas. Wirken von Zaubern erhöht. Ja, und wie man sieht, die haben auch hier verschiedene Skills, wo sie noch da drauf haben. Aber egal. Wir machen jetzt erstmal, wie gesagt, 2er-Kombo. Bam, bam. Jetzt wechsle ich den da nach da oben und greife den Gegner direkt an. Juhu. So, geil. Mal gut gemacht. Das machen wir da unten genauso. Der hat A2 Ausdauer. Klopp mal ihn weg. Ausdauer wegkloppe. Charakter wähle. Luftbremse. Ja, geil. Lief doch gut, ne? Was hat der? Oh, der hat 3 Ausdauer. Sprich, einmal. 2, 3. Und jetzt müssen wir nur wieder warten. Und greife an. Wenn man eine A greift, er hat 0 Ausdauer gehabt und man greift eine A. Das heißt, er kriegt Energie abgezogen und weil er nicht gleich stirbt, verliert er einen Ausdauerpunkt. Das heißt, er hat jetzt noch 2 Ausdauerpunkte. Ich greife mit dem A. Und hau mit dem drauf. Yay. So. Kommt noch was? Kommt nichts mehr? Haben wir gut gepackt. Bam. Ach Gott, sind wir super. So, jetzt gucken wir, wo es weitergeht. Da unten. So, was ist denn hier los? Entschuldigt mich, ehrwürdige Älteste. Habt ihr die epischen Helden aus der Truppe des Königs gesehen? Natürlich haben wir das, junge Dame. Oh, das ist gut. Wo sind sie? Ihr steht direkt vor ihnen. Was? Nein, das kann nicht sein. Ihr seid doch nur zu zweit. Und ihr seid alt. Kenn ich. Ich bin nahe zu zweit. Und Körpermasse. Unsere Heldentruppe gibt es schon seit Jahren nicht mehr. Wir beide sind als einzige übrig. So 5 wie wir 4 gibt es keine 3 andere. Wir 2 sind der Einsicht. Was wollt ihr von uns? Schon als Kind habe ich erstaunliche Geschichten über eure heroischen Abenteuer gehört. Als der König nach euch gerufen hat, bekam ich endlich die Gelegenheit, euch persönlich kennenzulernen. Möchtet ihr mitkommen und den König treffen? Ich? Seid ihr sicher? Ja, warum nicht? Okay. So einfach geht es. Drücken Sie X, um den Helden auszuwählen. So, Mädel, guten Tag. Kommst mit? Die junge Diebin schloss sich der Heldentruppe gerne an. Und gemeinsam brachen sie auf, um den König zu treffen. Jo, ja dann. Gehen wir mal den König treffen, oder? Achso, ja, ich muss da wählen. Burg. Alles klar. Kommen wir mal schon mal da sind, oder? Dann gucken wir mal, was die da noch alles haben, ne? Was hat der da? Ein zusätzliches Geschoss wird abgefeuert. Er doppelt die Brenndauer. Ah, von Feuerzauber wahrscheinlich oder so. Vergrößert die Fläche von Flächeneffekten. Das ist geil. Der da hat eigentlich nicht so viel. Der hat nur N2. Verstärkungen werden nach der Benutzung erneut angewendet. Geil, okay. Alles klar. Wie gesagt, was hat mein Schurkin? 25 bis 35 Schade pro Treffer, 15% erhöhte kritische Trefferchance und 25% schnellere Zauberrücksetzung. Ja, freuen wir uns, ne? Egal, wir gehen jetzt mal zur Burg. Wir wollen ja halt noch überhaupt mal das normale Spiel anfangen. Helden. Weitermachen. Oh, das ist ein weiblicher Ritter. Der Weiße. Die Weiße. Ja, das ist schön. Ja, guck, da ist er wieder, der Gähner. Hey Junge, wir haben 11:34 Uhr, moins, da dürfen wir ruhig. Seid gegrüßt, Helden. Helden, ich bin froh, dass ihr noch lebt. Nee, ich tu nicht komische Stimme machen, habe ich Bock drauf. Eure Majestät, können wir euch dienen? Die Prinzessinnen müssen zur Schule gehen, allerdings lauern auf dem Weg zur Akademie allerlei Gefahren. Würdet ihr 3 uns die Ehre erweisen, ihre Hoheiten zu begleiten und für ihre Sicherheit zu sorgen? Natürlich, Eure Majestät, aber Herr, wir sind nur zu zweit. Ich sehe 3 Helden vor mir stehen. Also begeben sich auch 3 Helden auf diese Mission. Natürlich, Herr, natürlich. Alles Gute, jungen Damen, und eine sichere Reise. Ja, Vater. Schluck. Auf geht's. Komm her, ihr Mädchen, nimm mal mit. Die beiden Prinzessinnen kamen ebenfalls dazu und schon bald waren alle 5 unterwegs zur Akademie.
Doch keiner von ihnen war sich der auf sie lauernden Gefahren wirklich bewusst. Ich hab's gewusst. Muhahaha. Der Kristallkreis ist vollständig und der Wirbel öffnet sich. Es ist an der Zeit, die Welt zu erobern. Ui, ui, ui. Erhebt euch, befolgt meine Befehle, sammelt mehr Seelen. Wer denn? Gegner wahrscheinlich. So. Ich will echt mal fertig gehen. So. Feinde so nah bei der Burg, das ist nicht gut, oder? Vielleicht müssen wir die alte Gruppe nochmal zusammentrommeln. Hoffen wir, dass sie es sich nicht an irgendwelchen sonnigen Stränden gut gehen lassen. Ich habe lange nichts mehr von ihnen gehört. Und viel zu lang. Sehr verdächtig. Eins nach dem anderen. Wir müssen uns um dringende Angelegenheiten kümmern. Wie diese Knochengerüste. Angriff. Okay, dann greifen wir den mal an, ne? Okay, das ging flott. Alter, das ging flott, ja. Ja, keine Ahnung, was ist mit der? Hilfe kann viele Gestalten annehmen. Achso, ich muss vorlesen. Willkommen. Die Helden waren vom Torwächter herbeigerufen worden, der sie warnen und ihnen helfen wollte. Ein großer Ghoul war erschienen und hatte Monster in das Königreich beschworen. Er hatte die Seelen von Lebewesen gestohlen und geschändet, um mit ihnen seine Armee des Bösen aufzustellen. Der Seelenschänder. Oh weh, die Mission führte die Helden durch jede nur vorstellbare Region. Und der Torwächter bat sie, alle Seelen zurückzuholen, die sie finden würden. Zu diesem Zweck erhielten sie magische Geschenke. Seelenkugeln. Seelenkugeln? Die Audienz endete und die Helden kehrten ins Land der Lebenden zurück. Cool. Danke. So. Das war's, ne? So, wo wir... Nee, wir machen jetzt hier neues Spiel. Kann ja nichts anderes machen. Und dann spielen wir ein bisschen. Ich will jetzt so jetzt nicht großartig erklären. Ja. Herrer Spielfortschritt wird überschrieben. Was war Spielfortschritt? So. Hier nochmal kurze Erklärung. Was man nicht machen soll, ist mit, ich habe 3er Angriff, 2er angreifen. Weil wenn du mit dem 3er 2er angreifst, tue ich mit dem letzten Schlag ein bisschen, ganz klein bisschen noch hinstumpe. Also ziehe ich mir Energie ab und tue ich ein bisschen noch hinstumpe, falls er halt nicht stirbt. Wenn du aber vorher die Ausdauer 100 klopfst und dann mit dem starken Uzi drauf haust und dann tust du weiter noch hinkloppen oder machst du halt platt. So. Also, da unten steht Schwächung. Wenn das Ziel das nächste Mal angegriffen wird, ist es 7 Sekunden lang eingefroren. Was? Achso. Oh geil, ich hab schon Zauber für jeder. Da steht den nächsten Nahkampfangriff, 2-mal mehr Treffer. Effekt wird bei mehrmaliger Verwendung gestapelt. Okay. Schwächung. Wenn das Ziel das nächste Mal angegriffen wird, wird es 7 Sekunden lang eingefroren. Das ist eine feine Sache. Verbrennt das Ziel 2 Sekunden lang. Zieht 10 bis 16 Ausdauer ab. Alter. 10 bis 16 Ausdauer ist schon... Ja. Okay. So, jetzt wird der Ober ausgewählt, wo man hingeht. In den Wald oder in den Schneewald. Wir scheinen in den normalen Wald zu gehen. Im finsteren Wald. Oh, auf königlichen Befehl sende ich uns nun auf fremde Straßen in noch fremdere Länder. Also Wahnsinn hier. So, hier kann man jetzt gucken. Moment. So, ich muss ein bisschen husten. Unten rechts sieht man ja die Karte. Oben sieht man Kerz, erkläre ich noch. 300 Münze. Braucht man nicht zu erklären. 0 Schlüssel. Heißt, wir haben 0 Schlüssel. Jetzt kann ich schon ein bisschen, ein bisschen vorausgucken, was die nächsten Dinge uns erwarten. Okay, oben gibt es einen Kampf und rechts gibt es einen Kampf. Ich würde sagen, wir gehen oben rum, weil die Fragezeichen sind halt, zumindest am Anfang auf jeden Fall noch was Gutes, also irgendein Ereignis. Aber wir hätten jetzt zum Beispiel, wir können ja jetzt auch drum herum gehen, um das Ereignis. Aber das will ich nicht, wir wollen ja kämpfen. So, dann ziehen wir mal unser erster richtiger Kampf. Moment, Pause drücke. Oben sind ja die Zeitleiste N27, das heißt,
wenn wir nur 1 Minute 27 noch leben, ziehen wir weiter. Dann haben wir das quasi gepackt. Im besten Fall machen wir alle Gegner in der N27 platt, dann gibt es nochmal 20 Münzen extra. So, und das sieht doch auch schon mal gut aus. Der da, das ist ein Zauberghoul, aber der hat 2 Ausdauer, sprich, ich hau mit meinem 2er-Kombo-Manager drauf. Wechsel auf der Dicke, also auf der Schwertfutzi und hau ne platt. Hat sogar gelangt. Da oben machen wir es ähnlich. Ich hau 3 weg, gehe mit dem hoch und den da setze ich gleich in die 2-3. Und dann müssen wir ein bisschen warten. Zack. So, da hauen wir die 2er weg. Und da tun wir mit der da drauf hauen. So, und ganz oben. Wir kennen eigentlich immer nur die aktiv, also die, wo jetzt rechts ist, im Moment die Diebin oder was sie ist, bewege. Ich kann jetzt zum Beispiel nicht hingehen, kann sagen, ich hätte den von ganz oben, würde ich gerne ganz unten hinsetzen. Nee, ich muss das immer einzeln machen. Also immer so halt, weil ich immer nur der Aktive bewegen kann. So, oben sollte 2er stehen, gell? Aber der da ist eigentlich näher. Moment. Hat noch erklärt, so. So, machen wir so, ne? Machen wir erstmal den da weg, weil der ist näher. Obwohl ich noch nicht, dass der jetzt so arg greift. So, komm. Wechseln wir gleich durch. So rum. So rum. Nee, warte mal. Sorry, ich bin aber ein falsch. So, jetzt hat. Sorry. Ich war gerade verwirrt. Nicht wundern. Machen wir den noch gleich durch. So, guck mal, dann kriege ich mal so platt. Jetzt machen wir da oben den da platt. Nehmen wir den da, hauen da drauf. Und wechseln gleich wieder mit dem 2er hoch. Was ist das so unten? Ah, also 3er, guck. Also Obacht. Dann machen wir das so. Und tun jetzt die Dreierin, das Mädel runter machen. Weil das Mädel ja 3 Angriff macht. So. Wie machen wir dann das jetzt? Naja, so natürlich, ne? Ja, der oben hat noch ein bisschen Zeit. Zack. Brauchen wir dann einen 2er und du kommst schon auf. So, der da oben hat nur noch Dingens. Ich würde das eigentlich lieber so machen, dass ich den da jetzt halt runterhole. So. Ne? Verstehen wir? Weil der da oben ladet sowieso recht schnell auf. Ja, und machen wir mit dem Mädelblatt und da oben haue ich jetzt mit dem da drauf. Und jetzt ist in der Unterstrei, der braucht nur noch einer. Oh, Fische? Ah, doch. Passt. So. Hat der noch viel? Ja, komm da. Hauen wir mit dem Mädel drauf. Zack. Mit dem da tun wir den 2er wegbremsen. Stelle der Enser hin. Und mache. So, dann brauchen wir wieder den 2er für den nächsten. Lauf gut, lauf gut. Komm her, ich mach mal das Mädel auch was zu tun kriegt, weißt du? So, gucken wir mal. Das hat jetzt natürlich nicht so viel gebrungen, weil der halt nicht wirklich viel Angriff hat. Aber macht nichts. So. So. Damit sollte der weg sein. Wir kriegen jetzt noch extra Kampfabschlussbonus 20 Gold, weil wir es halt in der vorgegebenen Zeit geschafft haben. So, das war jetzt ein bisschen kompliziert, ne? Aber grundsätzlich haben wir es verstanden. Hoffe ich doch. Ausdauer runterkloppen, dann Lebenspunkte direkt ergreifen. Das war's. Und Ausdauer möglichst punktgenau runterkloppen, dass sie genau auf 0 sind. Das war's eigentlich. So, jetzt suchen wir uns, was gibt's? Händler gewöhnlich. Jetzt schon ein Händler. Ich habe noch gar nicht so viel Geld. Drücke linker Stick zwischen den Details, Gegenständen. Da fällt mir ein, dass ich vergessen habe, meine Vitamine und Kalziumtabletten einzupacken. Ja, das ist scheiße. Drücken Sie linker Stick, um zwischen den Details für Gegenstände und Zauber zu wechseln. Also, das ist das, was ich da mache. Ich will eigentlich... Also. Ja. Steh fertig, wir müssen dort zum Händler.
Hallo? Was machst du da? Hä? Ich verstehe nicht ganz. Ah! Ich muss nicht zum Händler, ich habe unten an das Dingens da gemisst. Neuer Gegenstand. Gegengewicht. 10% schnellere Nahkampf-Zurücksetzung und 10 Nahkampfschaden. Aha. Drücken Sie linker Button. Okay, das habe ich jetzt mit dem Gerät. Ja, ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Aber, wenn ich halt gewusst hätte, was das ist, ne? Hat man das hier kennen vielleicht so? Wahrscheinlich, ne? Ich habe nur nicht geguckt. Egal. Wir gucken mal. Moment, linker Stick. So, was er da hat, der Kollege. Wert des Kriegers 125 bis 150, 50% schnellere Rücksetzung. Ja, jetzt haben wir irgend... Ah ne, wir haben das Ding... Ich weiß nicht, haben wir das gekriegt oder haben wir das jetzt erst freigeschaltet? Bin mir nicht ganz sicher, ist aber egal. Wir gehen einfach mal zum nächsten Kampf. Es ist natürlich dumm, ne? Was der da jetzt hat, ist so. Den Mädel hauen wir eine platt. So. Der muss runter. Und oben der Krieger haut jetzt erstmal auf das Blenzel. Aufs Blenzel da drauf, ne? Ich warte jetzt, bis der zweite da. Oh, guck dir mal die Sau da an, ne? Der heilt. Der heilt Gegner, der Zauberfutzi. Naja. So. Und damit der doch nicht so viel heilt, hauen wir einfach mal drauf, ne? So, und jetzt pass auf. Kann ich gleich was zeigen. Der Rüstige, ne, wie heißt Kräftige? Der Dicke, der aussieht wie ich, mit ohne Bart, keine Ahnung. Wenn ich dann einen Nuff mache, dann ist er jetzt hinter 2 Gegner. Und das Gute ist jetzt, ich kann jetzt Backstabbing machen. Das heißt, ich tue dann ein bisschen, wenn ich zurückgehe, durch die 2 Gegner durch und von hinten und dann tue ich ein bisschen deine Energie abziehen. Ich ziehe vor allen Dingen Energie ab, obwohl der vorne zum Beispiel noch Ausdauer hat. Das ist jetzt nicht super viel Energie, aber halt ein bisschen. Und das ist schon eine feine Sache, ne? So, wie man gesehen hat. Passen wir auf. Dann machen wir das da oben nämlich genauso. Mit dem da. Und mit der greifen wir da mal ein bisschen zwischendrin an. So, jetzt müssen wir gucken, dass der da oben fit wird. Ja, der da. Gut. Gerade nochmal hingekriegt. So. Der muss A greifen natürlich. Und dann greife ich mit der da die Pflanze an. Hat nicht gelangt. Schade. Okay, oh, jetzt ist er aber hier. So. Und so. So. Müssen wir mal gucken, was man jetzt halt mache. Ich würde dann gerne da Nuff machen, weil die Pflanze muss weg. Ganz dringend schnell. So. Und ja, ich habe schon wieder so viel rumgeplempert eigentlich, ne? So. Jetzt müssen wir natürlich... Soll er mal aufhören, da Scheiße da zu machen, der Affzippel da. So. Der da muss da Nuff. Jetzt sind wir aber hier in Bedrängnis. Also sowas, sag mal her. Bringt das was? Ne. Weil ich so lange gelabert habe, bitte. So. Weil ich so lange gelabert habe. Der Ober hat 4. Dann machen wir das so. Halt.
Ne, so bleiben. Hat gerade nochmal gelangt, ne? So. Nee. Komm, doch. Also, wechselt Denne aus. Ich kann gerade keine auswechseln. Warum nicht? Ah, weil ich schon wieder hinne bin. Na dann. So, aber jetzt. Ich muss den nicht doch wegkriegen irgendwie. So. Dann würde ich mal sagen, machen wir das so. Das ist gut. So. Der kriegt jetzt mal die Ausdauer geklaut. So, der da oben hat 3 Ausdauer, sehe ich gerade, ne? Das heißt, hier müssen wir sie erstmal wegkloppen. Dann machen wir das Ganze so. Ich glaube, der da ist schneller, oder? So. Zack. Sehr gut. Es schaut gut aus. Bleib stehen. Wir haben so lange gebraucht. Dann haben wir noch geredet. Ab, geht noch. Naja, geht nicht mehr. Ja, sicher, wir haben so lange gebraucht. Ich habe so lange erklärt, hey. Ja, es zieht schon an, ne? Wir sind im ersten Kampf, welche und so, unten rechts, jetzt können wir wieder auf die Karte gucken. Ich drücke jetzt mal nur unten, was ist da? Spruchspielerin. Oder ich drücke nur rechts, da ist ein Ausdauerlager. Das Ausdauerlager macht genau das, so kannst du deine Ausdauer auffüllen. Wenn du getroffen wirst, sagen wir mal, der in der Mitte wird jetzt einmal getroffen, dann verliert er Ausdauer. Wenn er dann nochmal getroffen wird, hat er gar keine Ausdauer mehr. Wenn er nochmal getroffen wird, geht es auf die Lebenspunkte. Braucht man jetzt aber nicht irgendwie das Ausdauerlager. Das Problem ist, und jetzt erkläre ich auch die Kerz, wir können nicht kostenlos zurückgehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur oben drücke und wird zum Händler zurück wollen, der hat nichts mehr, ne? Aber wenn ich das zurück wollen will, dann kostet mich das, Kerz einen Weg zurückzugehen, wo man schon mal war. Das heißt, entweder gehen wir da unten rum, gehen dann eins nur rechts, können dann nur unten gehen, aber es kostet uns halt eine Kerze, wenn wir zurückgehen. Ich würde halt vorschlagen, wir scheißen auf das unten, wir gehen da oben rum und tun dann da einen schön großen Wegschritt machen. So machen wir das. Jetzt erstmal das Ausdauerlager besuchen. Ja. Ich schlafe gerne unter freiem Himmel. Okay, dann. Ja, du darfst schon hin. Es ist scheißegal, wer zuerst hingeht. Die kriegen alle jetzt. Normalerweise steht dann da Ausdauer dazu. Okay, alles klar. Dann gucken wir mal. Wir gehen da weiter runter. So, dann gucken wir mal, was es da jetzt rechts gibt. Wie gesagt, bei denen, wo da nichts ist, sind normalerweise auch keine Gegner. Da ist auch nichts. Dann gehen wir mal nach oben. Da ist ein Kampf. Okay, ihr Leid. Komm, vor der Anfang. Den machen wir noch, oder? Den Kampf. So. Dann fangen wir mal an. Das ist schon mal sehr praktisch, dass ich mit der Dreier-Match durchstehe. So. Dann würde ich den runter einfach machen. Dann mal ein bisschen draufkloppen lassen. So. Der da ist, glaube ich, schneller. Das heißt, ich warte jetzt, bis der da voll ist. Zieh dem Enner ab. Wechsel aufs Mädchen. Zieh dem noch ab und hau dann mit dem alten Mann drauf. Jetzt hat er nur noch 3. Aber erstmal die Dumplanz da. Die Dumplanz da was drauf gebattelt. So, Swatch. Wie machen wir denn das jetzt halt geschickt? Pass auf, das Mädchen da unten hat 3. Dann nehmen wir mal da dann den Mann.
Und jetzt brauchen wir... Ah, da würde ich jetzt halt gern Backstepping machen, ne? Aber bringt nix. Machen wir halt so, ne? So, wer ist das nächste? Ludo. Okay, gut. So, das war auch hier eine dumme Idee, stelle ich gerade fest. So. Jetzt pass auf. Wenn, kann man jetzt durch Backstepping töten hier. Aber erst nehme ich den da runter. So. Ich habe jetzt den in der Mitte durch Backstepping getötet, also. Und jetzt muss ich hier hin. So, machen wir gleich hin die Pflanze kaputt. Ah, da war gar keine Pflanze, ne? Interessant. Okay. Dann war es halt keine Pflanze. War der da. Der kriegt jetzt noch eins hingebrennt. So. Dann lassen wir da. Die lassen wir jetzt aber wirklich die Pflanze angreifen. So. Okay. Schlag, warum sterbe dann die nicht? Alter Schwede. Wieso haben die so viel HP? Sind die dumm oder was? Sind die dumm oder was? Hopp, so. Motto. Ihrer Gegner. Jetzt hat er nur noch 3. Kollege. So, dann machen wir jetzt erstmal die Pflanze kaputt. Ich würde das gern so machen. Weil die hat nämlich ein bisschen mehr Schmackes. Ah, ich habe gemeint, das langt. Naja. Den da runter. So ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Jawohl. So, 9 Gegner bezwungen. Okay, alles klar. Oh ja, ein bisschen Backstepping. Flipp. Haben wir gleich noch einer. Ah, jetzt nicht so das Echte, aber egal. So, der muss da hin, den da unten lassen wir. So. Gucken wir mal den gleich runter. Gibt es noch ein bisschen. Oh, braucht gar kein Backstepping, ne? Oh, jetzt ist jetzt natürlich dumm, ne? Ja, das hätte man besser machen können. Macht aber nichts. Gehen wir alles hin. Wie viel hat er noch? Einer jetzt, oder? Ah, ja, gar keiner mehr. Ja dann. Weg damit. Neue Gegner abgeschnetzelt. Hui, mir hätte noch 5 Sekunden gehabt. Ja, ich muss mal gucken, dass ich da mehr die Zauber benutze, ne? Die habe ich jetzt so gar nicht benutzt. Dann wäre das Ganze auch schneller gegangen. Habe ich das halt noch nicht gehabt. So, dann gucken wir mal, wie geht's weiter. Oben gibt es eine Truhe und rechts ist leer. Ja, ich wäre sowieso oben rumgegangen. Dann gehen wir gleich mal an eine Truhe. Das ist eine normale Truhe. Schatztruhen. Ja, geil. Ich weiß halt nicht, ob das, was in Truhe gefunden wird. Ich wechsle mal einfach durch. Nicht, dass das dann nur für den ist, der so aufmacht. Okay, Moment. Ich würde gerne eine Erklärung haben, was das ist. Kriegst du nicht. Scheiße, das ist natürlich, ne? Irgendeine Cup. Das sieht aus wie Verteidigung. Die gebe ich mal dem da. Schutzhelm. Plus 10 Nahkampfschaden und plus 1 maximale Ausdauer. Gar nicht mal so schlecht, ne? Gar nicht mal so schlecht. Er hat nur Ausdauer gehabt oder was? Keine Ahnung, er hat aber auf alle Fälle plus 10 irgendwas gekriegt. Das können wir einfach jetzt nur gucken. Stab des Mönchs, 1 bis 9 Schaden, 30 irgendwas. Ah ja, du. Schutzhelm, 10 Nahkampfschaden. So. Also nochmal Desto plus 10 Nahkampfschaden. Und maximale Ausdauer. Ja, geil eigentlich. So. Ihr Leid. Wir gehen jetzt mal da rüber. Dann gehen wir da runter. Ist halt alles nichts. Jetzt gucken wir uns mal ein bisschen um. Da unten ist leer. Gehen wir natürlich auch hin. Was hast du gesagt? Habe ich mir aufgepasst. So, jetzt können wir noch rechts gucken. Verkäufe für Nicht-Elementarzauber und unten ist eine Truhe verschlossen. Ja, da hat sich das erledigt. Gehen wir natürlich nur rechts. Weil es bringt ja nichts, an eine verschlossene Truhe zu gehen. Wir haben ja gar keinen Schlüssel.
Oh, das machen wir jetzt noch, oder? Komm, ich gucke noch, dass wir den ersten Endgegner packen. Den packen wir höchstwahrscheinlich nicht. Ich weiß nicht, ich will jetzt nicht da. Ich gucke mal. Ah ja. Ich verkaufe. Ich bin ein Verkäufer, ich bin ein Verkaufer, ich verkaufe. Ich verkaufe einen Nicht-Elementarzauber für 200 Gold. Das ist so ein Glück, wir haben nämlich 400 Gold. Sehr schön. Keine Elemente in diesen Zaubern, nicht mal ein Metall. Das Ding ist... KFN. Also, da kommt jetzt einer rausgepluppt. So. Aha. Wurfmesser. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wer die Wurfmesser kriegen soll. Dann würde ich aber so weit gehen und sagen, also Wurfmesser, das ist definitiv meine Heldin, ne? Wie heißt sie? Gaunerin, Diebin, was weiß ich. Ja, finde ich gut, ne? Man weiß jetzt natürlich nicht, was es ist. Man muss jetzt halt gucken, so. Schneller Schlag, Abklingzeit 35. Ich schätze mal, das sind Sekunden. Setzt den Nahkampf des Ziels sofort zurück. Nahkampf des Ziels, also man muss auf sich selbst anwenden. Die nächste Nahkampfzurücksetzung erfolgt ebenfalls umgehend. Ja geil, kann ich quasi zweimal angreifen dann. Das nehme ich mit, ne? Cooler Scheiß. Jetzt kann ich noch mal was kaufen. Tut mir leid, ich habe nichts mehr zu verkaufen. Schade. Okay, dann gehen wir weiter. Wir gehen noch rechts. Ist auch leer. Okay, dann haben wir nicht viel Kämpfer halt. Die Prinzessinnen, die da hinten stehen, die tun in ihrer Kuchle die Seele vom Gegner aufsaugen. Und ich weiß noch nicht genau, was die machen. Komme ich da irgendwo hin? Gucken? Nee, irgendwie nicht. Egal. Jetzt machen wir mal den Boss. Ich weiß gar nicht mehr, was der erste Boss war. Also es gibt immer 2 verschiedene Bosse. Okay, ich habe keine Ahnung, was der macht, ne? So. Okay. Du musst den Boss besiegen. Die drumherum sind scheißegal. Die brauchst du nicht zu besiegen. Solltest du aber im besten Fall. So, jetzt pass auf. Sag ich, was wir jetzt machen. Der hat 8 Ausdauer. Und ich stehe da gerade so schön mit Mädel. Ich gehe jetzt hin. Du das da aktiviere. Auf mich im besten Fall. Dann mache ich jetzt nämlich 6er-Kombo. Hier noch ein 2er hin und und bam, jetzt hat er nur noch 7. Geiler Scheiß, oder nicht? So, der muss da hoch. Und der muss da runter. Dann gucken wir mal, wer zuerst ready ist. Der da. Ich mache jetzt die Leute einfach weg, weil wir es kennen, bevor die uns zu no kommen. Da habe ich nämlich gar keinen Bock drauf. So. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt halt machen, ne? Man hat hier übrigens unendlich Zeit. Es geht halt darum, entweder du stirbst oder der Gegner. So. Kann man da irgendwie was machen? Verbrennt das Ziel 2 Sekunden, zieht 10 bis 16 Ausdauer ab. Das ist doch aber eigentlich geil, oder nicht? Dann würde ich nämlich sagen, dann machen wir das nämlich jetzt. So. Ich suche mir das Ziel aus, Denedo. Und hau dann drauf. Geil. So. Das Problem ist, dass ich jetzt, glaube ich, abbrenne. Ja. Ich brenne jetzt A, weil ich ja den Selbert A gesteckt habe und dann drauf gehauen habe. Oh, die Elementeffekte, die wären noch richtig geil, das zu erklären. Da habe ich ewig gebraucht, um das zu schnallen, was es alles gibt. Ja, hopp, der muss da runter. So. Oh, ich welche was? Das machen wir jetzt halt so. Und so. Und dann nehmen wir wieder die Dicke dazu. Und hauen dem ins runter. So. Backstabbing. Oh yeah. Und da hauen wir einfach mal so ein bisschen drauf. Mal was zu tun haben, ne? So. So.
war dumm. Das war noch dümmer. Na egal. So. Dann gucken wir mal, wo brauchen wir dann jetzt? Brauchen wir lauter Enser im Moment. Alles klar. So. Könnte man da wieder ein paar Zauber, ne? Ich meine, für was habe ich dann die? Komm mal her. Hoppala. Setzt im Nahkampf das Ziel sofort zurück. In den nächsten Nahkampf zurücksetzen erfolgt ebenfalls umgehen. Ja. Jetzt hätte ich gesagt, gar nicht Bock drauf. Was Obacht, wir tun denne da wieder machen. Aber schmeißen nicht diesmal. Wieder auf denne, weil dann treffe ich nämlich mehrere. Verstehen, ne? Verstehen, ihr Leid. So. So. Dann wieder da hoch. So, komm da. Zack. Und dann machen wir einfach mal so. So, warten wir jetzt einfach, bis die Dreier fertig ist. Das hat jetzt nicht viel Energie gekostet, aber es hat die Ausdauer ein bisschen runtergehauen. Darum ist man es eigentlich gegangen. Ne? So. Ne, das machen wir schon mit Backstepping, wie sich das gehört. Zack. So. So, jetzt pass auf, Wacht. Ich will jetzt das da aktivieren, weil, warum nicht, ne? Und zwar auf mich, dass ich mal da ein bisschen was wegkriege, ne? So. Jetzt muss man natürlich gucken. So, siehst du. Zack. Komm. Gleich hinterher. Haben wir sogar was kaputt gekriegt. Ja, geil. So, haben wir noch ein Grumbier. Jawohl. Grumbiere gibt's halt noch unten nicht. Schmeißen wir diesmal auf den da. Zack. Jetzt brennt der. So. So. Dann lassen wir einfach mal da stehen. Aber ich hätte den nicht so gern unten. So. Damit man da mal ein bisschen aufräumen können hier. So. Machen wir dann. Das lassen wir einfach genauso stehen. Zack. Ja, wir haben jetzt, wie gesagt, hier keine Eile. Da kann ich ein bisschen mit denen spielen. Ja, hopp, die Zauber, die habe ich jetzt keinen Bock, da so großartig zu machen. Aber eigentlich wäre das eine gute Idee, die jetzt zu machen. Und dann kann man sie schon mal ausprobieren. Das ist gar nicht mal so schlecht, die Idee, ne? Das ist sogar richtig gut. Aha. So, jetzt bräuchte man. Das bringt. So, guck. Zack. Der ist noch nicht K.O. Ich meine, der wäre schon K.O. Aber der lebt immer noch. Krasser Scheiß, ey. So. So. Epischer Kill. Epischer Kill, was auch immer das bedeutet. Aber ne,
Oberfuzzi platt macht, dann sterbe die andere A an. Das bedeutet's. Schön. Ey, das habe ich okay, ne? Aber wie ich das allererste Mal gespielt habe, ich musste halt wirklich, also ich glaube, ich habe nicht nur die erste Kämpfe, ich habe nicht nur die erste Kampf bestanden. Weil du kriegst halt nichts erklärt. Das, was ich euch da jetzt gerade alles erklärt habe, ne? Krieg ich halt vom Spiel nicht so direkt erklärt. Du hast das kleine Bildchen da. Es dauert halt ein paar Kämpfe und da kommst du aber halt drauf. Aber das im Backstepping oder sowas, das kriegst du, glaube ich, gar nicht erklärt vom Spiel. So. Was für ein trostloser Anstrich, das stimmt wohl. Vielleicht bietet sich nach der nächsten Straßenbiegung ein spannenderer Ausblick. Jetzt gucken wir mal, oben ist leer, unten ist leer. Wir bleiben jetzt so stehen. Wir gehen jetzt halt mal schon schön raus. So, ich wollte euch schon noch erklären, was los ist. Warum die Schriftposter so scheiße sind. Das Spiel ist von... Also 2017 kam es für die Switch. Das war zum Release. Kam das für die Switch als Retail-Fassung. Habe ich geschenkt gekriegt. Deswegen habe ich es auch gespielt. Ich habe Roguelite immer gehasst. Also die Idee dahinter. Was heißt gehasst? Das war mein erstes Roguelite. Und die Idee dahinter, dass man stirbt halt, das ging so gar nicht an mich, ne? Spielzeit, was? 1 Stunde 34, ja, ich habe eine Stunde im Menülaufen gehabt vorher, um Sound inzustellen. Ja, so sterbe, es ging so gar nicht an mich, ich sterbe doch nicht gern. Hab aber gemerkt, hey, wann das Teil des Spiels ist zu sterben bei Roguelites, weil nur so kommst du weiter, schaltet schon eine Sache frei quasi. Dann ist das schon in Ordnung, wenn man stirbt. So. Jedenfalls, ja, das Spiel ist von 2017. Hat die Switch rausgekommen. Es kann sein, dass es schon älter ist. Ich weiß es nicht, ob die PC-Version schon älter ist. Wir gucken mal, was wir alles freigeschaltet haben. Ne? So, was haben wir denn hier? Schnellere Nahkampf-Zurücksetzung und 10 Nahkampfschade. Da kann ich dann die Gegner angucken, wo du freigeschaltet hast. So, was der macht, so, alles klar, ne? Ja, mal ordentlich was freizuschalten. Vor alle Dinge, was sind die Helden? Hier, ne? Da kann man schon ein paar Helden freischalten, kann ich euch sagen. So, wo waren wir? Ja, Spiel ist, ihr kennt übrigens abschalten. Wir tun jetzt nicht mehr zocken, ich gehe jetzt nur noch ein bisschen labern. Alle wollen keine abschalten. Ja, das Spiel eventuell schon älter. Weil das Spiel schon älter ist, ich habe es auf meinem normalen Zock-PC probiert. Da läuft halt Windows 11 drauf und ich habe es in 1440p, so wie immer. Und ich habe voll die Grafikfehler gehabt, aber so richtig, also die Musik, also ich habe halt auf dem Spielfeld selbst große, schwarze Bildfehler gehabt halt. Also spielbar war es, die Gegner hast du gesehen und sowas, alles klar und ganz normal, es war spielbar, aber halt Grafikfehler irgendwie so hat einfach kacke ausgesehen. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht ist das Spiel zu alt, vielleicht ist es nicht für 1440p gemacht. Dann habe ich es auf 1080 runtergestellt. Nö, hat sich nichts geändert. Die Schrift in dem Menü, die ist bis links an den Rand gegangen. Und ja, du kannst dort die die Schriftgröße instellen in TV-Schrift oder wie das heißt. Dann wird die größer, kann ich euch schon mal zeigen. TV-Schrift, da unten. Ja, dann ist die Schrift größer. Ist jetzt nicht so nötig, glaube ich. Obwohl, steht jetzt auch nicht, ne? Macht halt einfach die Schrift ein bisschen größer. Feine Sache. Ja, jedenfalls, es ist auf meinem Windows 11 Rechner nicht gelaufen. Es hat nur mit Grafikfehler gelaufen und es kann nicht Sinn. Und ich habe die Auflösung eingestellt und es ging nicht. Es ist nicht besser geworden. Und ich mir jetzt hätte Schlag. Ich habe doch aber vorhin mal einen Test gemacht, wo ich es mal runtergeladen habe, ganz am Anfang, wo ich was gekauft habe. Und habe es mal getestet. Das ist doch ohne Probleme gelaufen. Was ist denn da los? Überlegt, ja, warum war das so? Ja, weil ich es runtergeladen habe auf meinem normalen, ich sag mal, Arbeits-PC und es da getestet habe. Und da läuft Linux drauf. Also da, ich habe Linux Mint vom Arbeits-PC. Und als Zweitsystem habe ich dann Windows, das ich aber nie benutzt, weil... Und der Witz ist halt, auf Windows 11 läuft es wohl nicht gescheit. Wie es mit Windows 10 aussieht, wahrscheinlich ähnlich, weil das Spiel halt schon so alt ist.
Wenn du aber unter Linux hingehst und Proton 4.11 auswählst und das läuft über Wine und das simuliert halt ein bisschen älteres Windows, dann läuft es ohne Probleme. Bis auf das hier. Ne? Was da ein bisschen Schriftvorprobleme gibt, aber mein Gott, ich glaube, also wirklich nur in dem Menü halt. Ja, wann du die neue Proton-Version nimmst oder sowas, läuft's auch scheiße. Habe ich auch die Grafikfehler drin. Und das wäre, ja, ne, geil. Unter Linux läuft's besser wie unter Windows, obwohl das keine native Linux-Unterstützung hat. Das ist eigentlich ein reines Windows-Spiel und es läuft nur im Kompatibilitätsmodus. Also, ihr Leute, wenn ihr das spielen wollt, spielt es unter Linux und mache Proton Dingsbums 4.11 oder 4.11 bis 4.13, glaube ich. Ja, so. Wie gesagt, ist jetzt nicht weiter schlimm. Haben wir da ein bisschen komische Schrift vor. Die eigentliche Schrift selber ist ja nicht der Full betroffen. Ja, ihr Leute, mal auf die Uhr gucken. Wir haben 2:16 Uhr moins. Dann würde ich sagen, dann beenden wir das. Ich hoffe, ihr fandet das so schön wie ich. Ja, es hat keine Story. Also es hat schon ein bisschen so Larifari-Story. Prinzessinnen wegbringen. Es hat aber keine so Story wie Inscription. Ist schade. Aber wie gesagt, gucke mal letztes Inscription-Video und ihr wisst, wie ich mich aufgeregt habe und das hat keinen Sinn. Ich will kein Spiel spielen, was mich aggro macht. Wo mich es drumherum aggro macht. Das Spiel war geil, das Kartenspiel war gut, ich fand's gut. Aber halt... Naja, hopp. Noch kurz gesagt zu dem Spiel. Wir werden es nicht durchspielen. Also die Story ist Larifari. Ich habe es auf der Switch über 100 Stunden gespielt und ich habe genau einmal den Endgegner gepackt. Der komische Pirat, wo du am Anfang gesehen hast. Aber das ist halt nicht der letzte Endgegner, sondern das ist nur der Endgegner und dann... So, und jetzt kommt der richtige Endgegner. Jetzt machst du nochmal von vorne, ähnlich wie halt in Slay the Spire ist es so ähnlich. Kommst du ans Herz und ja, hast du noch nicht richtig gemacht. So musst du auch machen und Schlüssel kriegen und sowas. Also ich spiele das jetzt eine Zeit lang. Das Problem ist, ich muss mich halt wirklich zwingen, als aufzuhören und nur als mal was anderes zu zocken, weil das macht mich so süchtig, das Kackspiel. Ich spiele das jetzt mal eine Zeit lang, eine Woche auf alle Fälle, wo ich am da voll mache oder sowas. Und dann wird es wohl eher unregelmäßig. Dass man immer so unregelmäßig hingehen und sagen, so, jetzt tun wir noch eine Runde inlegen und gut ist. So. Soll ich euch noch ein bisschen was zeigen vom Spiel? Keine Ahnung. Soll ich euch ein zeigen? Hoppala. Keine Ahnung. Ich bin ja eigentlich fertig. Ja, ich spiele auf 1920 mit 1080, weil erstens mal weiß ich nicht, ob es 1440, ob es dann vielleicht nicht doch wieder Grafikfehler gibt. Und zweitens mal kann ich es eh nicht instellen, weil ich gucke hier am Arbeits-PC. Da habe ich nur 1080 Monitor Draht, 2 Stück. Also, ja. Ja, ne? Okay, ihr Leid. Danke fürs Zugucken. Ich weiß, der Anfang ist ein bisschen überwältigend, von welcher es ist kompliziert und das und so und hier und so und jenes. Aber man gewöhnt sich da nicht so schnell dran, aber nur 3, 4, 5 Kämpfe oder sowas klappt es schon. Wir sind jetzt noch nicht gestorben, das ist ein bisschen doof, weil durch Sterbe schalte ich nämlich wieder neue Sache frei. Aber muss es auch nicht drauf alle. Sterbe tue ich wahrscheinlich nur, der noch genug. Hopp, wir sind jetzt bei 59 Minuten, habe ich jetzt so lange gelabert. Ich sage dann mal Tschüss und ich bedanke mich fürs Zugucken. Die nächste Folge gebe dann wieder so eine halbe Stunde Folge. Stunde ist einfach zu lang. Vor allen Dingen, wenn ich 3/4 Stunden laber. Ich bedanke mich schon mal und sage dann, Moje, machen wir dann weiter auf der neue Karte, wo wir halt aufgehört haben. Dankeschön. Tschüsseli.